Pelzer Lebensgefühl. Weißt du, was ich meine? Ja, hallo und herzlich willkommen zum neuen Beitrag von Pfälzer Lebensgefühl. Ich begrüße euch auch, ihr liebe Leute. Was haben wir denn heute vorzustellen? Ja, wir haben uns was ausgedacht. Sieht schon verdächtig aus bei uns, Ja, gell? Nee, wir haben die nicht alle leer getrunken. Macht euch keine Sorgen. Ne, wir hatten zwar jetzt schon ein bisschen Vorlauf, weil da gerade Winzer der ganze Acker vom Vineyard gezackert hat. Ja, was heißt denn gezackert? Das musst du den Fremden ja erzählen. Ja? Die Leute, die nicht aus der Pfalz kommen, die können nichts damit anfangen. Den Boden durchpflügt. Ja, seht ihr? Also die Erde aufgelockert und das Unkraut und so geht er durchweg und so. Ne? Unkraut, Entschuldigung, für die, die es jetzt nicht so verstehen. Ja, unser Thema ist Duppeglas. Ja, als allererstes, ja, was sind überhaupt Duppe? Ne? Wenn die Leute zur Pfalz kommen, die hören das Wort und was können sie Also sich warum darunter haben wir bei uns so Duppeglas? Was sind die Duppe? Was? Ne? Genau, so schon. Ja. Was ist mit diesen Duppen gemeint? Ja? Für uns Pelzer, beziehungsweise für dich Pelzer, ne? Ist ja klar, Duppe ist so eine Vertiefung im Glas. Was heißt das? Woher kommt das? Warum? Ja. Ne? Also das sind Tupfen. Ja, also die, auf Hochdeutsch, jetzt für euch auch, Duppe sind Tupfen. Ja. Aber kannst du nicht erzählen, wo die eigentlich herkommen? Ja, ich habe mich mal ein bisschen informiert, ne? Als Nicht-Pelzer. Dachte ich mal, okay, ich muss mich jetzt auch ein bisschen auskennen, ne? Mit dem Thema. Und tatsächlich ist so, dass Eine Fliege. anscheinend Fliegt haben das Nick. die Pelzer, ja, stör mich doch, haben das die Pelzer, beziehungsweise noch genauer gesagt, die Bergamer Metzger hätten das erfunden, weil, hier sieht man das andere Glas, Hätten. Das muss aus der Pfalz kommen, ist doch klar. Das Beste- Duppe muss aus der Pfalz kommen. das Beste kommt immer aus der Pfalz. Ne? Naja. Hier seht ihr, Berge, super. wo ist es besser? Mittelpunkt hätte ich jetzt gesagt, oder? Ah, Ja, gut. Erzähl mal weiter. genau. Also hier sehen wir hier das traditionelle Glas, wie es früher ausgesehen hat. Ne? Schön glatt. Ja? Und die Metzger. Wobei meistens ohne Aufdruck, muss man sagen. Früher Ja, natürlich, das ne? kann ja später unser Pelzer hier ein bisschen erklären. Ja, schön glatt, ja, und warst du dann auf dem Schlachtfest und die Metzger haben da eben geschlachtet und serviert, ölige, fettige Hände gehabt, ja, und haben das angefasst und das Glas ist durchgerutscht. Ja, schade um den guten Wein. Und weg war er, die gute Ja. Truppe. Und dann kamen die auf eine Idee, ne? Die Duppe, diese Vertiefungen, ne? Schön griffig, ja, seht ihr auch noch ein bisschen, das Glas ist konisch. Und damit war es besser in der Hand und ist nicht mehr durchgerutscht. Ja. So einfach ist das. Du kannst einfach mit 2 Fingern das Glas schon in die Hand nehmen und es hebt. Es hebt einfach. Ja, da rutscht nichts durch, da wackelt nichts. Ja, geniale Das Erfindung, passt. ne? Also da muss man sagen, ja, Dürkamer Winter und Metzger, vielen Dank für diese tolle Idee. Also da zerrt die ganze Welt dran. Und wie sagt man so schön? Der Dost, der macht ja richtig Spaß. Roste Pelzer, Duppeglas. Prost. Ja, was passt da überhaupt rein in so ein Glas? Ah, 0,5 natürlich. Ja, das Ein scheint halbe Liter, halber Liter. so kehrt's, ne? Halbe Liter. Das scheint aber nicht immer so gewesen zu sein. Ne? Was? Ja, ja. Die wollten anscheinend das sogar reduzieren, angeblich. Ja, Nee, ja doch. ehrlich. Ach Gott. Den Wirten, Reduziere. ja, den Wirten war das zu viel, ne? 0,5. Ne? Die wollten das tatsächlich auf 0,4 reduzieren. Ne? Wahrscheinlich den Preis beibehalten und dann eben den bessere Geschäfte machen, ne? Mit 0,4er. Und dann, Wann soll das gewesen sein? das war 84, soweit ich weiß. Das ist schon ewig her. Ne? 84. Da wollten sie es reduzieren. Aber die Pelzer sind auf die Barrikade gegangen. Wie genau das passiert ist, vielleicht habt ihr eine Idee. Seid damals schon alt genug gewesen da und habt das hautnah mitbekommen. Könnt ihr uns mal erzählen, wie das damals gewesen ist, dass die Pelzer auf die Barrikade gegangen sind? Jo, also, was ist noch interessant bei diesen Duppegläser?
die werden sehr häufig gern genommen für diese Aufschriften, ne? So Werbeaufschriften von Weinfesten, von Betrieben, Winzer natürlich bevorzugt. Werbeaufschrift. Ja. Ein Aufdruck ist das halt. Ein schöner Aufdruck für so einen schönen Weinfest. Ne? Wie zum Beispiel hier Weindorf Gönnheim zur Kutschenfahrt. Das war 25 Jahre Kutschenfahrt, jetzt mache ich auch noch Werbung. 2005. Ganz tolles Weinfest. Aber Werbung aus, Werbung aus. nee, ich wollte damit bloß sagen, dass man da halt so einen schönen Aufdruck macht. Ne? Ja, und diese Gläser, die sind so berühmt, ja. Du hast es ja selber, ne? Du hast ja selber welche an deine Gitarre hängen, ne? Ihr habt es bestimmt schon gesehen bei den Filmen, wo er was uns vorträllert. Als kleine Plastikgläselchen oder gibt's ja, hab ich letztes schon gesehen, habe ich noch so einer um den Hals hängen gehabt in Edelstahl. Ja, und was ist das nochmal ganz genau? Ne? Der Anhänger. Ja, das sind Doppelglasorden. Ach, die Orden. Ja, nee, die Orden, ja, Orden sind wieder andere. Echt? Ja. Oh, das musst du uns mal zeigen, Marc. Orden sind die aber sprengt jetzt so wieder das Thema, ne? Also Orden sind ja die werden speziell für den Waschmarkt hergestellt, diese Doppelglasorde. Ah, und die anderen, die du an der Gitarre hast? Das ist einfach ein Duppi, nennt sich das. Kleine Doppelgläser in Hartplastik zum Umhängen. Als Anhänger. Als Anhänger gibt es als gut. Ohrring. Siehst du, ich wusste gar nicht, dass es da Unterschiede gibt. Ich dachte, es wäre das gleiche. Boah, da gibt es 1000 Unterschiede. Du kannst mir ja verzeihen, ne? Also ich als Nicht-Pfälzerler, das kann man... Muss man halt mit durchgehen. Geht ja nicht anders, ne? Ja. Dann haben wir es, ne? Tja, und wie ihr seht, ja, mittlerweile... Achso, die haben doch was vergessen, ja. Ah ja, aber wie, ja. Dann los Also, jetzt aber. Die Leute Wie wollen ihr es seht wissen. ja, da gibt es ja mittlerweile die nicht nur aus Glas, sondern aus Plastik, ja, Hartplastik. Hartplastik. Ah. Ja. Und in verschiedenen Farben. Ja. Vielleicht willst du noch was dazu sagen? Unkaputtbar, hat er mal gesagt im Geschäft. Im Doppelgeschäft, im Doppelglasgeschäft, wie auch immer. Und natürlich auch möglich mit verschiedenen Schriftzügen, auch wieder diese Aufdrucke, ja, Chille Chille Scholle Kille zum Beispiel. Für Festivals super geeignet, ja. Campingurlaube, wie auch immer. Genau. Und bevor ich es jetzt vergesse, ja, es gibt da noch mal eine schöne Geschichte dazu. Ein Doppelglas war sogar schon fast im Weltall. Weltall. Gell, das ist genial, oder? Also die Pulse ist überall, ne? Ja, was war du? Erzähl. Hau Ja, raus. da 2016 haben die ein Doppelglas mit einem Luftballon in die Stratosphäre. Stratosphäre? Da irgendwo in der Oberhalt. Ja, genau. Die haben das da hochgeschickt und da war es dann und also sehr werbewirksam war unser Doppelglas da oben gewesen, ne? Und hat ein bisschen Werbung für die Pfalz gemacht und für den Genial. Pfälzer Wein, ne? Also schon der Hammer, ne? Wir sind also nicht nur international, wir sind ja universell. Ne? Also, so viel zum Pelzer Doppelglas. Also habt ihr jetzt ein bisschen was dazu gelernt? Ah, vielleicht wolltest du noch ein bisschen was dazu erzählen hier? Nee, Ne? Ein nächstes Mal? nächstes Mal. Ah, gut. Wir wollen jetzt nicht den Rahmen sprengen. Na gut, dann begnüge ich mich nochmal mit einem Schluck aus dem Doppelglas. Ich kann dir gerne noch ein bisschen was zitieren, was ich letztens in der Rheinpfalz gelesen habe. Oh ja, da bin ich sehr Ja, gespannt. du weißt doch, wie das ist mit den Fischen und so. Mit der Schuppe. Mit der Schuppe. Ja. Ein Glas ohne Duppe ist wie ein Fisch ohne Schuppe. Prost. Macht's gut, Und wir sehen liked uns, teilt uns, schreibt uns ganz viele Kommentare. Ganz, ganz wichtig, wir brauchen euer Feedback, wir brauchen eure Meinung. Ja? Gefällt's euch? Lasst's los. Lasst's raus, egal was es ist. Wir wollen alles her. Genau. Also bleibt uns erhalten. Bis zum nächsten Mal. Richtig, das können wir mal testen, wie das im Video sich anhört, wenn der Bulldog vorbeifahren. Aber spätestens kehrt zu Pelzer Lebensgefühl dazu, dass so einmal ein Bulldog im Hintergrund fährt, ja, auch weil er uns jetzt hier beim Filmen stört. Ich meine, es ist ja klar, ne? Irgendwoher muss der Wein ja kommen. Ne? Und Richtig. wenn die, Der Wingert muss ja auch irgendwo bewirtschaftet werden, sonst wird das nichts mit dem Wein. ja,
Ja, heute sind sie alle glücklich, dass wir 0,5 Heute wissen sie es besser. Heute Genau. wissen sie es besser, weil. Ne? Oh. Man soll vielleicht nicht so arg schütteln, ne? Der gute Tropfe.